So lief Lütscher entgeht. Empfangen wir jetzt, ja, die gesamte Roulade und deswegen, jetzt können wir loslegen. Ich würde sagen, schon mal, heben wir uns von den Plätzen und empfangen die Roulade. Ja, wenn es Trümmel steht, dann schauen wir einfach nach und man trägt durch die Stadt und viele Hände sagen, das Stolz einfach an und man fährt durch die Stadt. Wir waren alle da. Die Roulade sieht wirklich aus, ja die Rouladen sind so toll, ja ein Fastenort sind sie toll, die Rouladen sind Roulade, ja wenn, da kommen die Rouladen in den Holosan, da ist wunderbar, ja hier. Da haben wir die Rouladen und wir freuen uns jedes Jahr. Ja, die Rouladen sind so toll und der Präsident, der kommt jetzt schon auf der Bühne. Ja, die Rouladen sind im Boot oder dabei. Dreimal Rouladen, ja, wir sind schon Tweesbrot und Sitzungspräsident und unser Präsident Fettkapaus für alles wunderbar. Liebe Freunde der Rouladen, wir sind heute zu unserer Fädelssitzung aufgezogen mit Heilige Bands. Kinder, macht uns Freud und tanzt. Lebt Jacke Lübsal. Jetzt juristisch, ganz Kölsch und jetzt Runge, die Heilige Bands. Von der Lüskircher Jungen. Wir Bands sind von Natur aus neugierig. Und deshalb wollte man wissen, wie früher in Köln so war. Also haben wir eine Zeitmaschine gebaut und sind damit in alle Köln geflogen und wieder zurück bis Höhen. Die Moral: Köln war immer schön. Köln ist immer schön und Köln blieb immer schön. All das, was wir dabei gesehen haben, zeigen wir euch unsere neue ganz Kölsche Zeitreise. Fans, stell dich um. Wie war das Leben, wie am Ring so nett, Glück ist mal selber, sich mit Tränen klar, auf meine Finger oder keinen Hett. Der fröhliche Kram, der ist doch zu geduldig, als alle Kölsche schwimmt man der Köln. Geht muss ich bloß ihnen zurück belohnen, stößt einen jedes Mal einmal. Ach, was war das früher schön da in Kolonia, wenn der Franz Mies noch alle Kohle ging, wenn der Peter Ermen Apollonia still verlöst und heimlich als er durchgefing.
Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht verkehrt. Aber die Helge Pennens von der Lüskirchner Junge von 1930 e.V. wegen wirklich ein bisschen unterstützt von einem Sänger. Und er ist nicht viel älter wie die meiste Kinder hier auf der Bühne. Vom Stefan Dahm. Stefan, los Jon. Guten Abend zusammen. Ich bin der Stefan Dahm und habe schon ein paar Liedchen mitgebracht. Jede Stelle Idiot. Das geht aber jetzt lauter, da habe ich jede an der Uhr. Jede Idiot. Das war schon besser. Ich freue mich, euch mein neues Motto vorzustellen. Denn wir Kölsche Tanzosterei. Dann würde keine Mütze so geben. Vorher fast das ganze Jahr im Sinn. Unser Stadt, die Kirche wird nur schön. Junge Kölsche, ganz so Story. Sind freie Wochen, stolz und treu. Morgen nur das, war uns gefällt. Denn wir leben doch nur einmal auf der Welt. Wenn ich zusammen dann wieder lang, du brauchst so brav, nur noch einer. Fremde Bude überall, Nächte sind noch schon, Böller mit uns drin. Und morgen, wenn ich zusammen, dann hält man Spaß. Nur dann zu Düsseldorfer und danach. Ne Sender, der nur jung, Kölsche verbaut sich still. Weihnachten und jede Welt. Junge Kölsche, ganz Osterei, sind eine Woche stolz und treu. Morgen nur das, war uns gefällt. Immer lebe doch nur einmal auf der Welt. Wenn ich zusammen, bin ich nervös. Die Wünsche hätte dann ja lange fünf. Dann nirgends gegen eins, dann nicht los, jedem Jahr. Wenn wir trotzdem nicht zusammen, wird jeder Satz, keiner uns möglich nicht ganz. Nur das will man irgendwann, doch ich treffe das hin, wenn ich endlich drin so bin. Dann stille sie unter Strom, mit Herz und wir dann hätte er den Spaß, jetzt sei!
natürlich der Fundskerl der Kai Ramosta, Leben Kai, endlich ist der Mann, der in die Gewichtsklasse. Und guck mal auf, ich sage noch jetzt, was du mir nachher oder gestern geschrieben hast. Er schrieb dem hier mit der trockensten Miene, Leben rollen. Ich habe bis morgen noch 2 Kilo abgenommen. Habe ich dann zurückgeschoben, die nehme ich dann schnell zu, sonst haben wir auf der Bühne kein Waren. Alarm! Der kommt jetzt hier bei uns. Alarm! Ja, der Funske, der Kämpfermuster. Jo, das ist so schön, heute hier zu sehen. Im Körperstelle da, das ist ganz wunderbar. Wie ist es? Boah, hier ist ja richtig fast so Stimmung. Ich komme jetzt so viel durch die Säle und ich merke wirklich, es gibt 3 Applausstufen, die ich gerne mit euch einstudieren möchte. Applausstufe 1 ist so dieser normale Applaus. Können wir den hin? Das wäre für eine Gala-Sitzung im Club zu nicht, wäre das schon Ekstase. Aber in Plattenberg hätte die Applausstufe 2. Applausstufe 2 ist der gesteigerte Applaus. Ich habe den Dieter gewettet, ob er das hinbekommt, weil jetzt kommt Applausstufe 3. Applausstufe 3 ist diese Applausstufe. Das ist das Beste, was ich hier gesehen habe und der FC schafft den Klassenerhalt. Machst du da lauter ein Foto von mir oder was? Mach doch mal, ich zieh den Bauch ein. Mach noch mal ein Foto von mir. Hast du? Moment. Siehst du, schon entwickelt. Wenn der Applaus nicht gelegt hat, mache ich weiter. Das war ein Hammer, der Gag. Und ich muss nicht sagen, dieser Applaus, das können wir jetzt mal testen. Ich begrüße den bestaussehendsten Elberer, den ich jemals in Klettenberg gesehen habe. Rolf Schüssler. Euer Präsident, Rolf, komm mal nach vorne, du bist ein Riesenapplaus. Rolf Schüssler! Rolf! Rolf! Weil ich habe im letzten Jahr 10 Kilo verloren und Rolf hat sie gefunden. Da finde ich ganz toll, Rolf, ich habe überlegt, ein paar Wochen zu verlieren, weil wir kennen uns schon so lange. Immer da, sonst hält der Staat dann nicht aus. So, also, ich danke dem Rolf von ganzem Herzen. Denn der Rolf ist der beste Präsident, den man in Köln finden kann. Pause für Applaus. Achso! Das war ein Klammer. Denn der Rolf ist charmant, redegewandt, eloquent, belesen, kompetent, gebildet, beliebt und unfassbar schön. Er ist nicht nur ein Weltmann, dem die Frauen zu Füßen liegen, nein, er ist auch Boah, Rolf, ich kann deine Handschrift nicht erkennen. Ach, sexy! Applaus für die Sexbombe Rolf Schüssler! Sexy! Leben klein, das war schön. Ich sage dir, ich komme immer eine hinter dir. Ja, das kann. Oh, jetzt geht er. Das ist gut, kann ich wieder hier hinstellen. Keine Angst, das kriegst du noch nicht von dir. Nee, ich hab die gar nicht schon, also scheißegal. Ne? Also, was ich sagen will, ich finde toll, dass endlich wieder Karneval ist, auch wenn wir eine kurze Session haben, weil ich habe eine Theorie. Karnevalisten sind die besseren Menschen, oder? Ja, nein. Ich kann das bezeugen. Karnevalisten haben nur Vorteile. Karnevalisten haben nur einen Nachteil. Karnevalisten singen immer. Die singen auch zu unpassenden Gelegenheiten. Erinnert ihr euch noch an diese Erdogan-Demo in Köln? Da sind die Türken durch Köln gezogen und der Kölner stand am Rand und sagt, die Karawane zieht weiter, der Tod, der Tod, die Karawane zieht weiter, der Sultan, der Tod, der Sultan, der Tod. Oder das war letzte Woche, da war ich in Köln auf dem Heumarkt. Da war so ein Stand für Organspende, der hieß Mills & More.
Nicht so laut haben, die Freunde ist noch nicht angekommen. Ne? Aber, wie heißt du, Gisela? Darf ich fragen, wie du heißt? Wie heißt du denn, Liebelein? Brigitte, das passt, ich mache zurzeit mit Brigitte. Hallo, Brigitte, ich kenne dich doch. Brigitte, weißt du noch damals? Ich habe die ganze Nacht an der Tür geklopft, ich habe gekratzt, ich habe geweint, aber du hast mich nicht rausgelassen. Lange her, aber wirklich, bei diesem Stand für Organspende standen die da und sagten, herzlich willkommen zur Kölner Organspende. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Da, 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 dann schenk mir dein Herz und meine Liebe. Jetzt kannst du nicht mehr, was wir jetzt die ganze Brigitte, schenk mir dein Herz, ich schenk mir mein solides Herz. Die Helene Fischer von Klettenberg, ist das schön hier. Aber ich bin ja so ein Fan von diesen Karnevalsklassikern. Wenn du der Jugend aber Karnevalsklassiker vorsingst, die kennen das gar nicht mehr. Kennt ihr noch das Lied, es war in Königswinter? Wenn du der Jugend das vorsingst, die kennen das nicht, weil bei denen muss ich, es war in Königswinter, ungefähr so anhören. Es war im Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. Es war gleich mittendrin, als ich damals auf dich reingefallen bin. Papa! Brigitte! Königswinter! Oder mein absolutes Lieblingslied, ihr kennt es alle, von Vicky Junggeburt. Elmore Prinz zu singen in Köln am und das wird heutzutage sogar in Spanien gesungen. So, liebe meine Damen und Herren, ich sage Spanien! Ich hatte immer einen großen Traum, mit dem will ich halt vernichten. Elmore Prinz. Ja, ich verlege am Regen, in dem Teil der verlorenen Steg. Davon hab ich schon das Schlimmste gemacht. Elmore Prinz. Also lebe ich etwas sagen. Davon hab ich schon das Schlimmste gemacht. Jetzt bin ich überschaffen. Elmore Prinz. Uli! Das Problem ist, Karnevalisten, die singen auch bei Beerdigungen. Wirklich wahr, ich war bei mir in Veedel auf einer Beerdigung, da standen die am Grab und sagen, jetzt wie schon das Treten, ja, das ist prima. Oder hörst du die Regenwürmer husten? Da kam von unten und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein, alle. Wir ist lustiger als eine Herrensitzung in Düsseldorf. Weil bei uns, da steht der Pastor immer so am Grab. Ob Millionär, ob Putzfrau oder Zombie, der letzte Wagen ist immer eine Kombi. Brigitte, den hast du verstanden, ne? Wir haben einmal eine Putzfrau beerdigt, da hat er gesagt, die Putzfrau liegt hier mit alle Glieder, wir wissen nur, sie kehrt nie wieder. Und er hat einmal haben wir Zahnarzt beerdigt, da hat er gesagt,
der Zahnarzt liegt hier, ich weiß es noch, hier füllt er sein letztes Loch. Das ist doch einfach schön, ist das doch. Das ist so schön. Oder? Bei uns in Veedel, da gibt es die alte Oma Hedwig. Und die alte Oma Hedwig, die geht jeden Tag an das Grab ihres Mannes und geht jeden Tag rückwärts zurück. Wirklich, die geht jeden Tag an das Grab ihres Mannes und jeden Tag rückwärts zurück. Hat gesagt, Hedwig, warum machst du das? Willst du deinem Mann noch so lange verbunden sein? Sagt sie, nee. Mein Mann hat immer gesagt, Hedwig, du hast einen Arsch, der kann Ton aufwecken. Ich gehe auf Nummer sicher. Gleich gibt es den Klingelbeutel noch wieder. Ja. Also, ich muss wirklich sagen, für mich ist das was ganz Neues, weil ich bin erst vor 5 Jahren nach Köln gezogen. Ich komme gebürtig aus der Eifel. Wie, boah! Nee, kommst du auch aus der Eifel? Vielleicht sind wir verwandt, wer weiß. Nee, Moment, das muss ich mal sagen, in der Eifel ist es wunderbar, wenn sich in der Eifel ein Ehepaar scheiden lässt, sind die nicht mehr Mann und Frau, oder nur noch Bruder und Schwester. Das ist doch schön. Das ist eine Familienanbindung, das ist sehr, sehr schön. Aber ich fand, das Ort, wo ich herkomme, heißt Nickenich. Kennt das einer? Nee, Nickenich. Mit was? Was? Das heißt, hä? Nee, Nickenich, das ist direkt neben Maria nach. Kennt das einer? Ja. Ah, Mayen, genau. Da ist ein Basaltkopf da unten. Ne? Also, und ich muss wirklich sagen, deswegen liebe ich Köln, weil man sieht es ja bei Glettenberg oder Nippes. Diese Veedel, die funktionieren ja, und das meine ich positiv, wie kleine Dörfer. Man kennt sich, man hilft sich, jeder ist für den anderen da. Und das ist genau wie bei uns auf dem Eifeldorf. Und ich muss sagen, Dorfkinder kennen Momente, die Stadtkinder nicht kennen. Vom Nachhauselaufen nüchtern werden. Wir Dorfkinder, wir wissen, dass Kühe nicht lila sind. Wir Dorfkinder, wir können Laternen austreten. Wir Dorfkinder, wir wissen, wann Frühling ist, wenn es nach Gülle riecht. So sieht es doch aus. Und der Unterschied ist eklatant. Wenn du in eine Stadt in eine Kneipe gehst und da 5 Bier trinkst, bist du ein Alkoholiker. Auf dem Dorf bist du der Vater. So sieht es aus. So sieht es aus. So sieht es aus. Ich hatte mal ein Stadtkind aus Hannover zu Besuch, der wusste überhaupt nichts. Auf einmal sagte der, das ist ja komisch, der Apfel schmeckt nach Eistee. Ich sag, ja, das ist ein Pfirsich. Darf ich sagen? Dann sagte er, oh, die Kartoffeln Atari. Ich sag, ja, wir nennen sie Kiwi. Er wusste es nicht. Und ich muss mal sagen, bei uns im Dorf, letzte Woche hatten wir was Großes zu feiern. Und zwar letzte Woche wurde meine Oma 85 Jahre alt. Und ich liebe meine Oma und ich habe ihr eine große Feier ausgerichtet. Das ganze Dorf kam. Sogar mein Cousin kam. Und mein Cousin ging zu meiner Oma und sagte, Oma, ich habe eine Überraschung für dich. Und Oma so, ja, was ist es denn? Oma, ich habe mich verliebt. Oh, das ist aber schön. In wen hast du dich denn verliebt? Oma, das ist eine Person aus dem Nachbarsdorf. Das heißt in der Eifel Erbe. Die Oma so, wer ist es denn? Es ist aber nicht die Steffi, oder? Die Steffi, das ist ein Flintenweib, die kommt nicht ins Haus. Nein, ist nicht die Steffi. Ist auch nicht die Karin, oder? Die Karin, die geht sonntags nicht in die Kirche, die kommt ja auch nicht ins Haus. Nein, Oma, es ist nicht die Steffi, es ist nicht die Karin, es ist der Klaus Dieter. Meine Oma hat angefangen zu weinen und hat gesagt, da kannst du mir doch nicht antun. Der Klaus Dieter, der ist doch evangelisch. So ist er. Und viele sagen ja, ihr Dorfkinder, ihr guckt ja nicht über den Tellerrand hinaus. Und das stimmt nicht. Ich gucke sehr wohl über den Tellerrand hinaus. Ich schmeiße mal einen Namen in den Saal. Was sagt ihr zu Amerika Donald Trump? Ich habe eine Theorie bei Donald Trump. Ich glaube die ganze Zeit, irgendwann zieht er die Perücke aus, dann ist er ein Pappelkerkeling. Ich glaube, ja, oder, das kann doch nicht echt sein. Oder dann in der Politik, was haben
Ja, vielleicht kriegen wir die Kroko, die Jamaika-Koalition, die wurde ja zum Flug der Karibik. Und alle haben Angst vor Neuwahlen. Wir im Eifeldorf haben überhaupt keine Angst vor Neuwahlen. Weil auf dem Eifeldorf wählen ist ganz einfach. Weil bei uns in der Wahlkabine, die Kordel von dem Kuli, die ist so kurz, die reicht nur bis in die Mund. Ja. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Geht's euch gut? Das ist sehr schön. Wir fangen ganz langsam an. Hoch ich, rechts und links jetzt in der Ärmeren. Und wir fangen ganz langsam an und schunkeln hin durch den wunderschönen Brunnensaal. Sessionstitel aus dem letzten Jahr. Und damit ihr den direkt mitsingen könnt, müsst ihr euch nur 2 Worte merken. Das sind die Worte Oh Marie. Ist nicht schwierig, oder? Ich würde das gerne mit euch üben. Das heißt für euch,
Ich strecke gleich meine kleine Hand in den Himmel. Wenn ich das tue, möchte ich zweimal hintereinander von euch hören. Oh Marie, oh Marie. Kriegen wir das hin? Oh Marie, so irgendwie sag ich noch nie. Komm mit mir zurück, wofür uns das Wünsche schien. Oh Marie, so verliebt war ich noch nie. Ich möchte mit dir zum Fluss und dann geb ich dir einen Kuss. Ganz einfach, oder? So Freunde, wir nehmen die Händchen in den Himmel. Und wir singen aus voller Brust zusammen. Oh Marie, so jetzt wie ich sag ich noch nie. Komm mit mir zurück, wofür uns das Wünsche schien. Oh Marie, so verliebt war ich noch nie. Ich möchte mit dir zum Fluss und dann geb ich dir einen Kuss. Anstatt Hälfte, da geht das Bild los. Die ganze Kölsche Ecke sind auch wieder abgeschlossen. Ich will bekommen, soll ich nicht plötzlich kommen. Du und ich zusammen können die Welt durchschlagen. Oh Marie, so jetzt wie ich sag ich noch nie. Komm mit mir zurück, wofür uns das Wünsche schien. Oh Marie, so verliebt war ich noch nie. Ich möchte mit dir zum Fluss und dann geb ich dir einen Kuss. Es war Mittwoch und schön einziges Brot. Schauen uns in die Augen, freuen uns warme Luft. Der letzte Ring der Nummel-Welt, wir sind die Griechen schon. Am März 11. kann man schwimmen, egal. Oh Marie, jetzt wie ich sag ich noch nie. Komm mit mir zurück, wofür uns das Wünsche schien. Oh Marie, so verliebt war ich noch nie. Ich möchte mit dir zum Fluss und dann geb ich dir einen Kuss. So, ihr seid drauf, wir singen. Oh Marie, so jetzt wie ich sag ich noch nie. Komm mit mir zurück, wofür uns das Wünsche schien. Oh Marie, so verliebt war ich noch nie. Ich möchte mit dir zum Fluss und dann geb ich dir einen Kuss. Oh Marie, so jetzt wie ich sag ich noch nie. Komm mit mir zurück, wofür uns das Wünsche schien. Oh Marie, so verliebt war ich noch nie. Ich möchte mit dir zum Fluss und dann geb ich dir einen Kuss. Ich möchte mit dir zum Fluss und dann geb ich dir einen Kuss. Dankeschön. Ja, das war unser Sessionstitel aus dem letzten Jahr. Und natürlich würden wir auch gerne unseren aktuellen spielen. Und damit das funktioniert, müsst ihr euch nur merken, wie der Song heißt. Er heißt An der Foot vorbei. Ja, lässt sich drüber streiten über den Text, aber er ist wunderschön. Und auch das möchte ich mit euch üben. Dafür nehmen wir die Händchen hoch in den Himmel. Wie klatschen den Tag auf geht's. Ich spiele wie Lehre und dann sich unser Räder gehen mir an der Foot vorbei, an der Foot vorbei. Und irgendwo alles schief, dann ist mir einerlei, dann geht mir an der ja, voll! So ihr Lieben, wir dürfen uns von den Stühlen erheben und lasst uns feiern!
kommt sie Wünsche, Schunkel, Mädchen, was ist, wenn uns Zeit. Dann rufen wir ins Bremer, können alle uns um Ringblut. Können! Ringblut! Ulanen! Dieser Tage ist uns wunderbar. Ja, ist das schön. Ja, ist das schön. Und wie
Herzlichen Dank. Hey, mach keinen Scheiß, okay? Hey, langsam. Was denn? So, wir haben abgemacht, ja? Wenn wir heute reinkommen, zu den Ulanen, ja? Dann sagst du erstmal einen wunderschönen guten Abend, wie wir das draußen gerade geübt haben. Was machst du? Ich suche die Ulanen. Das sind die, was hat jetzt hier auf jetzt, ja? Verscheißern kann, wenn du so weitermachst, mein lieber Freund, ja? Ich raus mein Auto, fahre nach Düsseldorf und dann geht's ab in Urlaub. Wo willst du hin? In Urlaub. Wo willst du hin? Ich denke, ich fliege nach Thailand. Ich nehme eine Frau mit, dumme Sau. Hör zu, jetzt habe ich langsam die Schnauze voll, ja? Es gibt so viele Verrückte auf der Welt. Nee, ich war der Erste, ja? Ja, das stimmt allerdings, du warst der Erste. Jetzt gibt's noch den Tram. Ja, den Tram, den gibt's auch. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch meine Gedanken darüber gemacht. Echt? Ja, ich habe mir überlegt, welches Land wohl als erstes untergehen unter seiner Regierung? Hat das selbst gesagt? Was hat er gesagt? American First. Gut. Ja, ihr lacht, ist doch ein Rassist, oder? Da wäre doch kein Unsinn, ja, Trump ist doch kein Rassist. Na sicher. Was war denn seine erste Amtshandlung? Hat eine schwarze Familie aus dem Weißen Haus geworfen, stimmt's? Okay. Hallo. Du bist doch blöd, Mensch. So denn? Ja, da war Obama, dem seine Amtszeit war abgelaufen, er musste gehen. Ach so. So kein Rassist, Mensch. Aber wenn wir gerade von Rassisten sprechen, ja, da hätte ich mal eine Frage an dich. Verstehen. Was war denn gestern Morgen vor der Bäckerei mit diesem schwarzen Mann? Ach, du meinst den Neger? Man sagt nicht mehr Neger. Du schon, aber ich. Was war da? Mit dem schwarzen Mann? Mit dem schwarzen Mann. Naja, was soll ich davon halten, wenn ein Schwarzer in die Bäckerei geht und 26 Negerküsse kauft? 26 Negerküsse? Ja, also rausgegangen und alle fallen lassen. Oh, da hast du ihm geholfen beim Aufheben. Nein, ich bin hingegangen und hast sie zertreten. Warum denn? Ich habe gesagt, du legst hier keine Eier. Ich wusste, das ist ein ganz blöder Kerl. Er hat immer eine große Klappe, aber nichts dahinter. Ach ja? Ja. Kann ja wohl nicht wahr sein, du. Hör zu, ihr zwei. Man hört der Dame auf zu flirten. Du hast vorhin bei der letzten Sitzung gerade mit einem jungen Mädchen geflirtet. Richtig, die hat den Minirock an. Ein Minirock? Ja, so ein richtiges Eisenbahnerröckchen. Was ist denn ein Eisenbahnerröckchen? Doch die Endstation sind. Was denkst du, was du bist? Lokomotivführer. Du bist kein Lokomotivführer. Na komm, jetzt erzähl dir keinen Blödsinn, ja? Mein lieber Freund, du weißt ja, dass wir in sagen, wenn du so weitermachst, dann kriegst du nie im Leben eine Frau. Hey, das von Heiratsintervall noch gegeben. Oh, Köln, Plettenberg. Ein Heiratsintervall. Ja, ist das da eingeschrieben? Suche Frau. Ja, weiter? Nix. Dann meldet sich doch kein Aas. Na sicher, 300 Zuschriften. 300 Zuschriften, alles Männer. Was haben die geschrieben? Nimm meine. Ach doch, ja. Ich sage ja, du wirst nie so eine Frau bekommen. Ich habe eine Freundin. Du hast eine Freundin. Ja, dann gibst du einen Heiratsintervall auf. Ja, die ist schwanger. Lach nicht. Seit sie schwanger ist, hat sich bei mir viel geändert. Oh, das hat sich bei dir geändert? Telefonnummer, Adresse. Sag mal, hast du noch nie etwas von Verhütung gehört? Was? Verhütung. Da geht man einfach in die Drogerie oder mal in die Apotheke, ja? Kauft sich einfach Kondome. Alte Nacht, vergiss es. Warum denn? Ich habe die Kondome eingekauft und sagte die dumme Kuh, wollen Sie noch eine Tüte dazu? Ja und? Da habe ich gesagt, nein, brauche ich nicht, so hässlich ist sie nicht. Ja, du applaudierst. Und dann sagt die dumme Kuh noch, sammeln Sie Punkte? Aber hast du gesagt, nein, ich bin FC Köln für ihn.
ich sammle keine Punkte. Das heißt, der Brody ist auch eine von denen, die über sich auch nicht lachen kann, ne? Ach du Scheiße, du. Was denn? Infiziert aus Mainz? Nein. Der ist nicht infiziert aus Mainz, geht doch keinen Blödsinn. Nein, da ist aber jetzt auch langsam genug, okay? Was war denn das? Hat er dich täglich angegriffen oder was? Was ist denn? Sexuelle Belästigung. Red doch keinen Unsinn. Mann, jetzt hör mal wieder auf, okay? Vielleicht solltest du mal wirklich einen Beruf ergreifen, damit du weißt, wie man sich in einer Gesellschaft zu bewegen hat. Hatte ich doch. Wo hast du gearbeitet? Kino. Im Kino? Popcornverkauf. Popcornverkauf? Ja, das macht ihr jetzt nicht mehr? Nein, warum? Ganz rausgeholt. Warum denn? Also ein Dödel kam und hat gesagt, er hätte gern eine Tüte Popcorn. Da habe ich gesagt, süß oder Salz? Und er sagt, das so wie meine Freundin. Was hast du gesagt? Hässliches Popcorn haben wir nicht. Hässliches Popcorn haben wir nicht. Das ist ja kein Wunder, dass du da deinen Arbeitsplatz verlierst. Weißt du das? Ja. Es wundert mich auch nicht. Also du hast eine Frau saß ja auf Glück, dass Weihnachten schon vorbei ist. Und wieso? Weil sonst würde ich dir nichts zu Weihnachten schenken. Oh, das ist ja schlecht für dich. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ja, ich weiß, dass Weihnachten Fest der Liebe ist, aber irgendwann hat dies mit der Liebe auch irgendwann mal ein Ende. Ja? Du kennst dich in der Bibel aus? Ich kenne mich in der Bibel sehr gut aus, ich habe die Bibel gelesen. Von vorne bis hinten, von hinten nach vorne. Ja? Da waren wir, Scheinheilige Zwei. Ich wollte nämlich nur sagen, dass ich die Bibel kenne. Okay, Testfrage. Der heilige Sankt Martin. Ja, was war das für ein Landsmann? Der heilige Sankt Martin, das war ein Ungar. Falsch. Franzose? Auch falsch. Er war ein Italiener. Auch falsch. Ja, was war er denn deiner Meinung nach? Türke. Was soll ich denn? Ja, natürlich, das wird zum jedem ist ja klar, dass der heilige Sankt Martin niemals ein Türke gewesen sein kann. Doch, das kannst du da nachlesen. Da steht ganz groß, der heilige Sankt Martin gab den Armen einen Teil von seinem Keber. Moment, langsam. Moment, langsam. Der heilige Sankt Martin gab dem Armen einen Teil von seinem Keber, nicht Keber. Kein Türke. Nein, kein Türke. Scheiß Türke, kein Verlass. Moment mal, langsam, ja? Hast du etwas gegen Türken? Bist du wahnsinnig? Das ist das freundlichste Volk, das ich kenne. Die Türken, ja, die kommen in 10 Mal zu dir und sagen, hast du ein Problem? Ja, du hast ja wohl ein Rad ab, du weißt das? So, denn jetzt aber langsam genug. Der Präsident, der Schussler, der hat so einen dicken Hals. Den hatte er schon vorher. Ist ganz schön dick geworden. Der ist doch nicht dick. Ich sag dir, wenn der ein gelbes T-Shirt anzieht und einen Bergsteig, kriegen die Leute die Sonne drauf. Das, was du jetzt gerade machst, das ist sehr unfair. Wieso denn? Hey, der steht doch hier auf dem Präsentierteller. Ja und? Jeder guckt da jetzt hin. Ja und? Ja, da heißt ja und, vielleicht ist der Mann sensibel. Ein dickes Sensibel. Das wäre doch viel schöner, du würdest ein schönes Gedicht für ihn machen, damit er sieht, dass du ihn so akzeptierst, wie er ist. Ein Gedicht, ja. Auf dem Titel. Ein Gedicht für ihn. Okay. Ein Gedicht für dich. Verblüht sie Dahlien und Ginster, abends wird es früher finster. Die Rechnung steigt für Strom und Licht, der Tag nimmt ab, du leider nicht.
Fred von Hahn, wir danken dir und deinem Aki für diesen Vortrag. Freuen uns, dass du da warst. Und jetzt mal ganz kräftig Reinhold Gölle. Aki, Fred von Hahn. Ich denke, du hast schon die Hose. Kleine, ganz klein. Okay, danke schön. Für jede ganz kleine Mann, so Kolleginnen wie ich hier und die müssen auch weiter. Ich auch. Ja, du musst immer weiter, wenn man dich hört. Du bist doch streng, ich sag's dir. Hör mal zu, ja? Ey, sag mir aber langsam, ich gehe raus und gehe einen trinken. Ach, du säufst, ne? Ey, langsam, ich war noch nie betrunken. Ach, nein? Nein. Und was war der letzte Woche? Wer lag da in der Badewanne? Den Duschkopf in der Hand? Hat ihn die ganze Zeit gestreicht und hat gesagt, er soll aufhören zu weinen? Es ist genug, ja? Das ganze Theater geht schon 11 Uhr los, ja? Auf der Domplatte, als du mit der Nonne so blöd rumgemacht hast. Ja, das war ein Versehen. Ein Versehen. Wie kann man aus Versehen die Nonne anmachen? Ja, einen Kinderwagen geschossen. Lach nicht, da lag ein Baby drin. Ein Baby? Ja, da habe ich reingeguckt und gesagt, oh, da liegt aber eine große Sünde drin. Und das hat sie gesagt, das ist keine Sünde, sondern Kardinalsfehler. Ja, ja. Jetzt sag ich tschüss, 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 Dankeschön. Hierfür ist die Domherzin Nadine und Chantal. Und es wäre hervorragend, wenn ihr alle jetzt Eselsumstand. Ja, genau. Ihr versteht mich schon. Da hinten fehlt aber noch ein Tisch. Und ich links und rechts in den Armstellen mit datet. Ja, ich bin der Worterfinder. Genau. Und dann machen wir zusammen einen Spaziergang durch Köln. Von links nach rechts, von rechts nach links. Ja, so. Zu Beginn schunkeln wir uns ein bisschen an. Ganze Jahr sind wir und singt den Menschen Bett, noch gern wir Tränen in den Alter nur hier sind.
eine Frage an die Mädels stellen. Ne? Nichts widersetzen. Hallo. Oh, stimmt. Da ist mir sein sportlich. Ist kein Fernsehabend. Nein, das ist ein Mitmachprogramm. Sie stehen auch schön wieder, ne? Ja. Wir waren bei den Männern stehen geblieben, ne? Wir Frauen, wir machen ja immer was mit den Männern, ne? Dann vergessen sie den Geburtstag, dann kommen sie zu spät, ne? Ist deiner auch so? Nee? Ach so. Gut. Haben wir dann auch schon geklärt, ne? Auf jeden Fall haben wir darüber ein Lied geschrieben, denn am Abend findet man sie ja doch wieder ganz toll, ne? Der Text ist ganz einfach, der geht nämlich: Du bist der ich will, und eine andere will ich nicht. Und wir singen euch das mal kurz vor. Du bist der ich will, und der andere will ich nicht. Du bist der ich will, du bist der ich will, und der andere will ich nicht. Du bist der ich will. So Mädels, wir brauchen euch! Jawohl! Es ist so, da kann ich mich jetzt
Ach, wir haben auch so was zu Hause. Ja, ist ja unser Gold zu Hause. Wir haben euch das Lieblingslied von unserer Oma mitgemacht. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr das alle tatkräftig mit uns singen tut. Das heißt nämlich einfach dich. Jedet nur einmal für mich. Genau, singen wir alle. Singt mit uns! Es geht. Millionen von Sternen. Und Stars. Die hängt auf den Laternen. Jetzt, wir sind auf der Welt. So, ihr seid dran!
langsam Vigor. Wir begrüßen die Tanzgruppe der KG Isenburger mit dem herzlichen Kölle. Kölle. Eigentlich eine uns allen bekannte Tanzgruppe. Wir haben sie gern, sie waren bei uns in Irrad und sie sind wirklich jung. Die Isenburger Mädchen und Junge, und ich freue mich darauf, sie euch zu präsentieren und sie zu singen. Ja, liebe Rolf, vielen Dank. Liebe Gäste, hier im schönen Bruno-Saal, für Sie auf der Bühne die Tanzgruppe Isenburger, Mädchen und Junge, der KG Isenburger, Köln, Hohlweide, 1974, e.V. Ja, und wir sind nicht zum Schwanehe, sondern zum Tanzen. Von daher möchten wir gemeinsam mit Ihnen nicht nur die Ballons, sondern die Sterne vom Himmel holen. Unser Sternentanz. Mädchen und Junge, Sterne schon.
So, ich komme mal nach vorne. Ja, liebe Gäste, hat euch denn diese erste Karte schon gefallen? Möchtet ihr nun alle mittanzen? Ja! Gerne! Also, wir verschieben auch gerne auf nach der Session. Kommt vorbei zum Kennenlerntraining. Wir nehmen jeden recht herzlich auf. Einzige Voraussetzung, gute Laune und Spaß am Bassverlehr. Kommt die junge Dame hier vorne. Ein Applaus für die junge Dame. Ja, wie komme ich jetzt von der jungen Dame zum Kölschen Jungen? Ja, Frau, Mann, keine Ahnung wie es ist. Aber unser nächster Tanz ist einfach so, das ist der Kölsche Jung. Mensch, Junge, stell euch um.
Musik, die Kolibris. Die treffen sich in 25 Jahren durch Köln. Sind bekannt durch die Lieder, die Hände zum Himmel, das kennt jeder. Zitat wie mit Claudia und Simmerdu. Ja, genau. Simmerdu. Die Kolibris König. Ja, die Kolibris kommen da freuen wir uns, das ist wunderbar. Die Kunst, die Prosa, das ist so schön, da wollen wir sehen. Ja, die Kunst, die Prosa, mit schönes Schirmbild. Da wollen wir uns freuen, die Kunst sind wollen, ja, das ist viel schön. Noch einmal. Fasst eure Arme zusammen! Wollt ihr singen? Könnt ihr singen? Alle aufstehen, jetzt wird die Feier! Um den Markt stund die Uhren. Dicke Eierfuhren, dumme, lange Uhren. Und die Lütz sind am Uhren. Und die Eier, und die Kumme, und die Uhren. Wir fangen erstmal in der Walzer ruhig an. Wir haben uns ein neues Lied mitgebracht, das heißt Mach doch mal Schalala. Das ist eine Geschichte von einem kleinen dicken Mann, der reitet durch verlassene Wohnung. Aber wenn wir singen Mach doch mal Schalala, singt ihr alle machen das. Kriegen wir das hin? Wir fangen ruhig an, ist wunderbar. Bei euch schuppeln zu sehen bei der neuen Leben. Ihr schuppelt auch schön mit dabei. Ihr habt doch für die Karte bezahlt, da macht doch ein bisschen Spaß. Und jetzt, mach doch mal Schalala. Und ihr.
schalala. Und? Aha, doch mal schalala. Lalala, alle machen das. Mach doch mal schalala. Alle machen das. Mach doch mal schalala. Ich glaube, weiß da wohl nicht, oder? Oder? Hey! Krise, ich durch die Wüste und ich schalte los. Wo war es sich los? Hinter einer Bühne stand ein Ruine und der gute Bier in der Flasche Bier. Es später war der Mittelfreier. Daraus stand der Shooter mit der Freier. Hinter dem Körper stand der Rocker und der Juli ist anders geworden. Und jetzt kommt ein Einsatz. Schalala, alle machen das. Schalala, sing! Schalala, schalala, schalala. Hey, la 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 hey, la gegen alles zu suchen, ich sei froh, eine sexy Ruhe, auch niemand mehr schlucken, da geht es verschlucken, wenn das Leid hat, schlucken Herz allein, jeder ist auf die Bundesliga, dabei spielt das Liebesbarometer, Alibaba hatte 50 Schräume, aber genauso viele Träume, und jetzt seid ihr bereit? Doch was Schalala singt. Das mache ich zwischendurch so. Tja, habe ich mir dann so für mich überlegt, haben wir mit eine leckere Überwort. Jetzt einen Applaus für die Rieger Lotterhof. So, weil ich das Urlaub frech und so sehr bin. Ich durfte die voriges Jahr in den Schul- und Fädelszischen als Zuchtordner von den Freunden und Förderern führen. Und dann hatte ich mir einfach überlegt, als Zukunftsfarbe, machen wir eine Überwand. Hätte klar. Aber dann ist auch ein Tanzgruppe. Und jetzt habe ich so überredet, hier auf der Bühne, einfach ein Tänzchen für dich zu zeigen. Wir hatten auch nur ein halbes Kölsch oder so, nebenher, also nicht länger als ihr. Und wir versuchen jetzt, unser Bestes zu geben. Macht einfach
mit, habt Spaß mit uns und wir bleiben dann danach noch. von der Erinnerung aus der Lameng gemacht. Einfach so. Es braucht die Musik da. Es hält jetzt die Ruhe, die Musik ist einfach vom Handy überspielt worden auf die Technik. Ist dann die Klasse, das ist was Glauben, zusammenkommen. Wenn jetzt schief geht. Ich danke den Wiener Lotterbogen, unserem Elberer.
Einmal alle Gläser da oben. Und dann singen wir und trinken wir. Auf die Liebe. Auf das Leben. Auf die Freiheit. Und vielleicht so Krimision, der Dubai, vielleicht ist der ein oder andere Galerist da oben, der gerne mit euch zusammen und uns zusammen heute feiern würde. Alle Gläser. 1, 2, 3. Lass uns tanzen wieder. Und wir singen. Ihr seid so voll praktisch, oh ihr